Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir über den Osterhasen und seine Bedeutung in verschiedenen Ländern. Weißt du, wie der Osterhase entstanden ist? Ja, der Osterhase hat seine Wurzeln in der deutschen Folklore. Erstmals erwähnt wurde er im 17. Jahrhundert, aber woher genau er kommt, wissen viele nicht. Genau, der Osterhase ist eine Art Fruchtbarkeitssymbol und wurde mit der Göttin Eostre in Verbindung gebracht. Und wie wir wissen, steht Ostern für Wiedergeburt und neues Leben. Interessant, wie sich das über die Jahrhunderte entwickelt hat. In Deutschland bringt er ja die Ostereier, aber wie sieht das in anderen Ländern aus? In der Schweiz zum Beispiel bringt nicht der Hase, sondern der Kuckuck die Ostereier. Das hat mich wirklich überrascht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Das ist ja spannend. Und in Australien gibt es keinen Osterhasen, sondern einen Osterbilby. Das ist ein kleines Beuteltier, das sie schützen wollen. Ja, der Bilby ist vom Aussterben bedroht, und durch die Ostergeschichte versucht man, Aufmerksamkeit auf das Tier zu lenken. In Frankreich dagegen gibt es keine Tiere, die die Eier bringen. Dort sind es die fliegenden Glocken, die von Rom zurückkommen und die Eier verteilen. Das hat sicher mit der katholischen Tradition zu tun, wo Glocken am Karfreitag schweigen und dann zu Ostern wieder läuten. Richtig. Und in Schweden und Teilen Finnlands gibt es die Tradition der Påskkärringar, also Osterhexen, die an Halloween erinnern. Stimmt, die Kinder verkleiden sich und ziehen von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu sammeln. Das ist wirklich einzigartig. Und kennst du die Geschichte aus den USA? Dort hat der Osterhase eine sehr kommerzielle Bedeutung bekommen, ähnlich wie der Weihnachtsmann. Ja, das stimmt. Der Osterhase ist dort vor allem in Einkaufszentren zu finden, wo Kinder Fotos mit ihm machen können. Dabei schwingt immer auch die Frage mit, ob solche Traditionen nicht zu sehr kommerzialisiert werden. Absolut, das ist ein Thema, das man nicht ignorieren kann. Aber andererseits bringt der Osterhase auch Freude und ein Gefühl von Magie. Das ist wahr. Und in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Italien, ist Ostern ein sehr religiöses Fest, das vor allem durch die Kirche geprägt ist, weniger durch den Hasen. Genau, dort steht die Auferstehung von Jesus Christus im Vordergrund. Und es gibt großartige Prozessionen und Feierlichkeiten. Was ich besonders faszinierend finde, ist, wie sich diese Traditionen über die Jahrhunderte verändert haben und immer wieder neue Formen annehmen. Ja, das zeigt, wie lebendig und wandelbar Kultur ist. Und es schadet nicht, einen Blick über den eigenen Tellerrand zu werfen, um zu sehen, wie andere Kulturen Ostern feiern. Absolut, es bereichert und erweitert den Horizont. Hast du schon mal Ostern in einem anderen Land gefeiert? Ja, ich war einmal in Spanien, während der Semana Santa. Die Prozessionen dort sind beeindruckend. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht sollten wir unsere Zuhörer fragen, ob sie schon mal Ostern im Ausland erlebt haben. Gute Idee. Liebe Zuhörer, habt ihr schon mal Ostern in einem anderen Land gefeiert? Welche Traditionen habt ihr kennengelernt? Lasst es uns wissen.